Liebe Kolleginnen und Kollegen, komme vielleicht kurz auf das zurück, was Treslo zum Schluss gesagt hat. Wir gucken da schon an das Buch da, wo dran steht, wo die Reserven platziert sind von unserer Rentekäse. Wir hatten daran geguckt. Der Markt hat lange Zeit damit verbracht, daran zu gucken, wie sich die von der Dickricher Brauerei gestaltet wird. Und wird in einer anderen herausfand, nicht nur, dass eine ganze Reihe von denen Aktien von beispielsweise Rüstungsfirmen sind, sondern dass als Reserven auch platziert sind bei dem amerikanischen Bayer-Konzern AB InBev. Und da muss man sich natürlich überlegen, was das ist, weil das Problem, betone ich immer, das Problem von dem Placement von den Reserven ist nicht nur ein Problem von Spekulation, respektive Risiko, die mit Spekulation verbunden sind, sondern unabhängig von den Risiken muss man sich überlegen, was das ist. Wenn wir als Rentenreserven platzieren bei AB InBev mit der Erwartung, eine relativ hohe Rendite rauszukriegen, für als Reserven aufzusichern, dann müssen wir Interesse daran haben, dass AB InBev möglichst hoch Profite möchte. Da müssen wir Interesse daran haben, dass die Aktien von AB InBev steigen. Und da muss man Interesse daran haben, dass die Löhne, die an den Entreprisen von AB InBev ausbezahlt gehen, möglichst niedrig sind. Wir müssen daran interessiert sein, dass Arbeitsplätze aufgebaut gehen, für das Benefizrentlut gehen. Und dafür müssen wir dann als Rentner oder potenziell Rentner für die Schließung von der Dickricher Brauerei sind. Weil das uns da auf dem Punkt etwas abbringt. Das ist die perverse Logik, die da dahinter steht, dass man auf die Weise eigentlich gegen als eigen Arbeitsplätze, gegen als eigen Lohn am Fongehol Interesse haben durch die Dozort von Placement. Und das gilt natürlich nicht nur für AB InBev. Wir haben also das sind 3000, ich weiß nicht, das sind 3000 Firmen, Entreprisen oder Konzerne, wo wir auf die Weise die Reserve platziert haben an Aktien. Wir haben also Interesse daran, wenn Nestlé an Südafrika oder wo auch immer die Leute bis zum Schanken ausbeut, ob die Weise, und das kann es eigentlich nicht sein, aber eine wirklich Ansicht an die Problematik kann ich bislang noch nicht feststellen. Zweitens, den Fözigi hat alles am Detail erklärt, du hast also am Fungoloch nicht spezifisch, ich gebe Schluss nach ein auf Punkt aufmerksam machen. Den Sozialminister spielt mit dem Unterschied zwischen dem Rentenalter, dem legalen Rentenalter, auf der einen Seite, an den Kotisationsjahren auf der anderen Seite. Und er mischt, wie wenn einen großen sozialen Acquis verteidigen, wenn ein Rentenalter, den legalen, nicht gegen Blut setzen, den ist bei uns übrigens 65 Jahre, Frankreich eigentlich 60, den ist also de toute façon relativ hoch. Wie wenn den nicht gegen absetzen, am Unterschied zu seinen deutschen Kollegen, die auf 67 er gibt etwas an, er gibt hier großen Acquis verteidigen, und auf der anderen Seite sehen dann müssen wir aber Kotisationsjahren, die notwendig sind, für das ihr eine Vollpension könnt kriegen, erhöhen. Or, das ist dasselbe, quasi. Das ist quasi dasselbe. Das heißt, wir machen ohne eine Erhöhung vom legalen Rentenalter. Das heißt zu Lützeburg, wenn man dem Giesing Schiffre gesehen hat, leider wirklich geht der Pension gehen, sowieso nicht ändern, wenn man den legalen Rentenalter nicht erhöhen, man erhöhen notwendig, also 12 von der Kotisationsjahren, die er muss tun, dann machen wir genau dasselbe, das heißt, man erhöhen Lebensarbeitszeit. Und das ist, fand ich, von den entscheidenden Punkten an der ganzen Diskussion. Wir erhöhen Lebensarbeitszeit an einem Moment, wo wir jedenfalls so
wo mehr jedenfalls so, wenn ihr guckt, wie die Produktivität sich an den letzten Jahrzehnten entwickelt wird, aber an den Lebensqualität von denen Leute denkt, die schaffen, Verbindung von Beruf und Familienleben und so weiter und so fort, da müssen den Lebensarbeitszeit raufsetzen. In der Lebensarbeitszeit verstehe ich die Gesamtzahl von den Stunden, die ein ganz Leben lang schafft. Dazu gehört also natürlich die Kombination von der Wochenarbeitszeit auf der einen Seite an den Jahren, die er schafft. An die Lebensarbeitszeit, die müssen den aufsetzen. Wenn der Minister mit den Jahren von den Kotisationen spielt, das haben wir auch gesagt, da muss er wissen, dass eine ganze Reihe von Leuten de toute façon dann, wenn er sieht, da muss er 40 Kotisationsjahre haben. Die nicht erreichen, es wäre ein Grund noch immer, die nicht erreichen, und dann heißt das natürlich, hier Pensionen gehen rauf. Das zählt noch, Dekoté nennen das. Dekoté, das verstehen natürlich die meisten Leute nicht, dann meinen sie, das wäre etwas mehr Agreables, aber wirklich geht die Stadt, Pensionen gehen rauf gesagt, wann natürlich dann die 12 Kotisationsjahre nicht erreicht. Da muss man sich auch bewusst sein, dass gerade an der Entwicklung, wenn die Entwicklung nicht gestoppt wird, wir immer mehr unkontinuierlich gebrochene Berufskarrieren kriegen. Die Leute verlieren ihr Arbeit, sie fallen an den Schulmarkt, sie kriegen kein Neu, sie fahren, wenn sie aufhängen können, sie gehen erst aus dem Betrieb rausgeekelt und so weiter. Das heißt, es gibt wahrscheinlich immer mehr Leute, die mit so gebrochenen Berufskarrieren dann irgendwo ob hier, wie viel auch immer Jahre, nach der 50, 60 Jahre kommen dann die 40 Kotisationsjahre nicht können holen. Dann eine letzte Remarque, war keine Zeitbegrenzung, Herr Feste, da kann ich einfach so Platz braten. Ich wollte an der Chance, ich will nehmen die bisschen Minuten da, aber ich wollte eigentlich an der Debatte so die letzte geniale Erfindung, aus der der Sozialstaat geht schwammen. Das heißt, am Platz fest Regeln, ob die sich kann verlosen, bauen wir los so Parameterchen, also so Schwimmerten an, wie das an einem Benzinstank hat, oder ich weiß nicht mehr, ob das noch geht, oder hat jedenfalls, die weisen, wie das Niveau steigt oder fällt, was den da muss machen. So. Und hier baut der Parametern Lodo an, du Genre, wann die Guy hat das gesagt, ich will das noch illustrieren, wann die Lebenserwartung steigt, den Pegel steigt, die Schwimmertje steigt, da muss auf der anderen Seite da bis Zeit auch steigen, das heißt, da muss ich also mehr lang schaffen, respektive das Niveau von der Pension, die muss fallen. Und als Versicherungssystem lebt unter dem Namen Sécurité sociale. Und nicht, wie du was schwimmt. Sécurité sociale, und das ist ein wichtiger Stabilisator, nicht nur am sozialen Bereich, sondern auch am wirtschaftlichen Bereich, dass sie weiß, wie sich an dem Fall handelt es sich auch um Abkommen, wie die Abkommen sich entwickeln. Mit das so, wie die Guy sieht, Henno speit den eine Reihe von Daten an den Ordinateur, an den Ordinateur, der speit heraus 3 Jahre lang schaffen oder die Pension 10% gekehrt. Und das ist eine äußerst gefährliche Entwicklung. Yes.